Persönlich wird Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer. Persönlich. Bei Claudia Lesser. Schön sind Sie bei uns. Miriam Tertschun ist erst 21 Jahre alt, aber schon eine der erfolgreichsten Schweizer Fußballerinnen. Mit dem FC Zürich hat sie 6 Meistertitel und 5 Cup-Titel geholt. Jetzt ist sie seit dem Januar beim FC Basel. Im Moment zwar noch verletzt, aber was sie antreibt im Leben, vor allem wer sich hinter dem Namen versteckt, das finden wir heute aus. Schön, bist du bei uns. Dankeschön. Ich meine, du bist überhaupt nicht das Paradeexemplar der Fußballerin, also ich das darf sagen. Wunderschöne Frau, sehr fashion, high-fashion-mäßig fast angelegt. Du widersprichst eigentlich dem kompletten Klischee, oder? Ja, also es hat sich in den letzten paar Jahren einiges verändert im Frauenfußball. Es ist schon nicht mehr das Gleiche. Ja. Also merkst du das auch als Fußballerin? Absolut, absolut. Also wenn man jetzt auf die Sportanlagen geht, dann sieht man überall viele schöne junge Frauen und auch die kleinen Mädchen. Das ist wirklich, das hat sich mega getan, etwas, ja. Du bist jetzt auch schon sehr lange dabei, 9 Jahre beim FC Zürich gewesen, also relativ schnell in den Profifußball, oder wenn man es sagen kann, in so einer Organisation eingestiegen. Was hat dich damals gereizt, dass du gesagt hast, du setzt auf die Karte Fußball? In meiner Familie war es ja nicht so gewesen, dass jetzt der Papi gefunden hat, du Miriam, Fußball wäre doch eigentlich so dein Ding, oder? Nein, gar nicht. Das hat sich eigentlich so ergeben. Also ja, ich wollte eigentlich nie gross Fußballprofi werden, sondern das hat sich einfach in der Schulzeit so ergeben. Ich habe mit den Jungs geshootet, mein Papi hat geshootet, der Brüder hat geshootet und irgendwie habe ich dann auch geshootet. Und dann in der Schule... Wie alt bist du das erste Mal, als du zuerst mal geshootet hast mit deinem Bruder? Da bin ich ganz jung, also sicher 9, so etwa dort rum. Und dann mit 11 durfte ich am Schülerturnier mit den Jungs von der Klasse mitgehen und dort hat mich dann... mitgenommen? Genau, die haben mich mitgenommen. Es war echt ein Kampf, aber sie haben gefunden, also gut. Und dort hat mich dann ein Trainer entdeckt. Bei SCF Juventus habe ich dann dort starten, bei den D-Juniorinnen dann dazu mal. Mit 11. Mit 11. Du, wie ist denn das bei den Jungs, wenn man gut Fußball spielen kann? Also früher hat man das ja gar nicht gerne gehabt, so meine Generation. Da hat Mädchen gar nicht auf dem Pausenplatz mitshooten. Hat sich das verändert, dass, wo jetzt du so 11 bist, dass man dich mitgenommen hat? Also ich war dort einfach das einzige Mädchen, das ich shooten konnte. Und ich bin halt auch so ein Bubenmädchen, würde ich jetzt mal sagen. Also ich bin, glaube mehr mit den Jungs umgehangen wie mit den Mädchen. Und ja. Genau. Hat sich das verändert wahrscheinlich in den letzten paar Jahren? Ja, absolut. Ja, also ich meine, wenn wir jetzt so die Kleinen mit 5 eigentlich schon spielen die Mädchen und Buben zusammen und das hat sich enorm verändert. Und ich denke, das ist ein extremer Fortschritt, den wir da machen, weil in diesem Alter spielt es noch keine Rolle und man kann extrem voneinander profitieren. Man hat ja auch lesen, dein Papi hat keinen Freudensprung gemacht, wo du auf die Karte Fußball gesetzt hast. Wieso denn nicht? Ja, also es ist einfach ein Mannensport, oder? Das ist in dieser Kultur nicht unbedingt so. Frauen machen eigentlich nicht wirklich Sport. Und da musste ich mich als kleines Mädchen durchsetzen und dann irgendwann ist dann die Schiene irgendwie immer konkreter geworden, Richtung wirklich FCZ und so ein bisschen, nicht mehr Breitensport. Und dann habe ich mich durchgesetzt und am Schluss hat er dann irgendwie doch auch Freude gehabt. Also er kommt jetzt auch Spiel schauen. Jetzt fängt ja. Jetzt, wo du zu den erfolgreichsten Fußballerinnen der Schweiz gehörst, sollen wir uns auch mal schnell anschauen, dass wir auch wissen, was du da auf dem grünen Rasen so machen. Mein Name ist Miriam Tertschun, Spitzname Mary. Ich lerne alle so im Verein und auch sonst Freunde und Bekannte. Ich bin definitiv ein sehr temperamentvoller Mensch. Ein bisschen arabische Seite, ich kann ein bisschen von dort herkommen. Und ja, das äußert sich auf dem Spielfeld in vielen Aktionen, sei es positiv oder manchmal auch, wenn mal etwas nicht gelingt. Es gibt auch viele Ziele, die ich erreichen möchte. Ich denke, ich bin mega jung und dieses Jahr sicher würde ich bei der Nazi weiterhin dabei sein und mein Bestes geben. Das kann man sich sehr gut vorstellen. Das ist schade, ein starker Charakter, ich glaube, sehr, sehr willensstark. Du ziehst es durch, wenn du etwas willst. Das hast du auch vorher bestätigt. Du setzt dich auch gegen den Papi durch, wenn es muss sein. Was hat denn die Mami eigentlich für eine Rolle gespielt
im Fußball? Ja, die Mami war eigentlich die, die mich immer unterstützt hat. Also sie ist wirklich von Fußballplatz zu Fußballplatz und sie hat einfach Freude an dem, wenn wir Freude an dem haben, was wir gerne machen. Oder? Und mein Bruder hat dort auch geshootet, also dann ist sie wirklich Samstag und Sonntag einmal auf den Fußballplätzen rumgeschwirrt und ja, ihr habe ich viel zu verdanken. Also von ihr habe ich immer die Unterstützung gehabt, ja, in all diesen Jahren. Du sagst selber auch heute noch, sie sei deine beste Freundin oder eine der besten Freundinnen. Das ist ganz speziell, vor allem wenn man das mit 21, 22 sagt. Haben ihr gar nie Krebs gehabt, also gerade in der Teenie-Zeit? Mal. Doch, das hat es gegeben, auf jeden Fall. Also, ich glaube, das macht eine Beziehung auch aus, dass man zwischendurch mal aneinander geraten, oder, aber man weiß trotzdem, hey, das Band hebt einfach. Und das ist bei ihr, also unsere Beziehung hat sich mega verändert. Ich werde dann immer älter, immer mehr unabhängig. Meine eigenen Ziele, Entscheidungen, die ich selber treffe. Und ja, also meine Mama sagt immer, sie muss einmal auch mitziehen. Also daran lernen oder daran wachsen, wie wir uns verändern. Aber ja, ein ganz wichtiger Mensch für mich. Ist sie dann auch die alles weiss über dich? Ich würde sagen schon, ja. Also auch Monathemen, du hast mit ihr diskutieren? Ja. Wirklich? Ja, absolut. Also ich muss ihr eigentlich meistens gar nicht wirklich etwas erzählen. Sie merkt das dann schon. Also sie merkt dann schon anhand von meinem Verhalten oder so, dass da etwas ist. Und dann kommt sie einmal ein bisschen bohren. Ja, das ist so. Und dann darfst du im Vergleich zu vielen anderen Mädchen wirklich etwas erzählen? Ja, mal. Also es ist für mich einfach ein mega Vertrauensmensch. Und dort hole ich mir Rat, dort, wenn es mir einmal nicht gut geht oder jetzt in der Verletzungsphase Situationen, die schwierig sind, dann ist sie eigentlich der Fels in der Brandung, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Du hast jetzt gerade deine Verletzungszeit angesprochen. Du hast jetzt zwar im Januar zum FC Basel gewechselt, zum Erzrival vom FC Zürich, zu der Liga Krösus ist das ja. Du hast verloren nach diesen 9 Jahren. Du hast auch relativ viel gewonnen in dieser Zeit. Ja, ich meine, so eine Verletzungsphase ist ja unglaublich mühsam als Sportlerin. Und so ein bisschen, wenn ich dich einstufe, sehr ungeduldig, weit vorwärts gehen und viel erreichen, das muss ja für dich eine unglaubliche Challenge gewesen sein, die letzten paar Monate. Absolut. Also vor allem die Anfangszeit, als ich erfahren habe, dass ich das Kreuzband gerissen habe, ist wirklich die ersten 3 Monate waren Horror. Du kannst dich nicht bewegen, du weißt, dass du mega lange jetzt ausfallst. Und ich glaube, das war die Challenge. Ja. Sich mit dem auseinandersetzen und wissen, hey, es geht jetzt mega lang, bis ich wieder auf dem Platz stehe. Ja. Du, wieso ist das denn überhaupt passiert? Ich würde sagen, es waren viele Komponenten. Ich habe dort, das war Ende Saison, die ganze Saison gespielt. Nazi-Einsätze und dann war es eines der 2 letzten Spiele gegen den FC Luzern, wo es war ein heißer Tag, die Müdigkeit war herum, ich war unkonzentriert, das habe ich gespürt und dann habe ich auch am Schluss in der 70. Minute, kurz bevor ich es dann gerissen habe, noch auf einer anderen Position gespielt, wo ich sonst nicht spiele. Also ich bin Stürmer und habe dann Verteidiger gespielt und ich glaube, das alles miteinander hat dann einfach am Schluss. Es war zu viel. Ja, genau. Ich denke es, ja. Jetzt hast du durch diese Monate durchgebissen. Wie schafft man das? Also, dass man da eben auch, wenn du bist ein Optimist, dass man nicht den Fokus verliert oder irgendwann halt wirklich so ein bisschen leicht depressive Züge bekommt? Ja. Also für mich war klar am Anfang, dass ich mich mit meinen Emotionen auseinandersetzen muss. Also ich bin wirklich in die Tiefe gegangen. Ich war hässlich, ich habe traurig um das, dass ich jetzt einfach so lange ausfallen muss. Aber dann, durch das, dass man sich mit Emotionen auseinandersetzt und das einmal rauslassen darf. Wie hast du das rausgelassen? Ja, dann brüllt man, dann ist man hässig und dann ist alles nicht gut, ist alles negativ. Aber durch das, dass ich es zulassen habe, komme ich dann auch wieder ins Positive. Also dann schwimme ich wieder an die Oberfläche, würde ich jetzt mal so sagen. Und der Prozess, das immer wieder zulassen, dass es einem einfach nicht gut geht, das habe ich mega gebraucht. Und auch meine Familie hat sich da, glaube ich, recht abgebissen an mir. Also die hat sich auch müssen, ja, da bist du immer daheim. Vorher bin ich viel unterwegs gewesen. Und dann immer jemand, der ja, etwas von einem will, bist halt auch abhängig von der Familie in diesen Monaten, oder? Ja. Und dann sind beide daheim, Mami und Papi, oder vor allem die Mami? Also meine Eltern sind ja geschieden, also meine Mama ist alleinerziehend, genau, schon seit ich 7 bin. Also sie hat eigentlich so ein bisschen beide Rollen übernommen. Also, ja genau, sie war wirklich die, die am meisten abbekommen hat, würde ich jetzt mal sagen. Seit wann sind denn deine Eltern getrennt? Schon lange? Ja, da war ich 7.
Ja, genau. Das ist jetzt schon einige Jahre her, ja. Aber mit dem Papi hast du noch einen guten Kontakt? Ja, mal. Zwar ein bisschen weiter weg, aber der Kontakt ist auf jeden Fall da, ja. Das haben wir auch bewahren über all die Jahre. Ja, mal. Wenn man dich vorher so ein bisschen gehört reden, hat man das Gefühl, dass jetzt nicht eine 21-, 22-Jährige, hat es noch andere Leute gegeben, die dich betreut haben, Coaches oder Therapeuten, oder ist das jetzt einfach, bist du schon so eine, sag mal, fast schon eine alte Seele, die sich viel Gedanken über das Leben macht? Also ich tue mich sehr gerne mit dem Leben auseinandersetzen, auf jeden Fall. Aber ich habe natürlich mega Glück in der Verletzungsphase. Also ich hatte einen Bruno Berner, der ein guter Freund von mir ist und auch wirklich in dieser Verletzungsphase mega an meiner Seite gestanden ist, als guter Freund. Aber auch meine Therapeuten, die ich verwünscht habe, Physiotherapeuten, Ärzte, also das war einfach wunderbar. Ich hatte so ein Glück, kann man ehrlich sagen, ja. Und du hast es aber auch angenommen, oder? Also Bereitschaft ist da gewesen, mal ein bisschen über das Leben nachzudenken. Auf jeden Fall, ja, natürlich. Und vor allem, ich konnte so viel profitieren von den Leuten rund um mich herum, weil sie so viel Erfahrung haben mit Verletzungen und dann hast du so viele Fragen. Und ja, also ich bin sehr motiviert worden, dran zu bleiben und das hat mir viel Kraft gegeben, ja. In dieser Zeit ist auch die Entscheidung gekommen, den FC Zürich zu verlassen und auf Basel zu gehen, obwohl in deinem Pass ja auch der FC Basel vorkommt. Ja. Also da gibt es ja Wurzeln. Lustigerweise, wenn man das gar nicht hört, wenn man in die Dialekte hören tut. Ja. Wie hast du den Wechsel empfunden nach all diesen Jahren und in dem, sag ich mal, sicheren Becken oder Hafen vom FC Zürich, wo du gross geworden bist? Also ich bin mit einem lachenden und mit einem brüllenden Auge vom FCZ gegangen. Aber ich würde sagen, jetzt habe ich dort im 1.1. anfangen beim FCB und es hat wirklich lange gebraucht für die Entscheidung. Aber jetzt im Nachhinein bin ich mega froh, weil es mir einfach gut tut, etwas Neues, eine neue Mannschaft kennenzulernen. Und ich denke auch, dass sie im medizinischen Bereich wie auch im Reha-Training enorm weit vorne sind im Frauenfußball. Und das war einer der wichtigen Punkte, warum ich gewechselt bin. Das hast du das Gefühl, das wäre beim FCZ nicht so gewesen, also wie du das jetzt beim FC Basel erleben tust? Ja, ich denke nicht in diesem Umfang. Also der FCB hat wirklich viele Möglichkeiten, auch von den Männern her. Sie haben einen neuen Campus hergezaubert, oder? Und dort können wir von der Männeninfrastruktur extrem profitieren. Oder? Und das ist ja beim FCZ leider nicht so, dass Frauen und Männer am gleichen Ort sind, respektive die Junioren ja schon. Aber beim FCB ist das einfach top organisiert, ja. Aber da gibt es ja sicher auch noch andere Gründe, wieso du gewechselt hast. Ja, also ich glaube, es ist halt nach einer Verletzung ziemlich schwierig. Also ich habe dort, es hat so viele Komponenten gegeben, warum ich mich verletzt habe. Also eigentlich ist das so ein Band, das ist so stark und das hebt so fest, das kann fast nicht möglich sein, dass man sich das reißt, oder? Und ich denke, ich war wirklich auch mental recht belastet in dieser Saison. Und dann habe ich einfach in der Verletzungsphase, ja, das hat mich einfach so irgendwie durch die Zeit, die ich durchmachen musste, das ist einfach so schwierig gewesen. Und dann wieder zurückgehen, dort, wo man sich verletzt hat, das macht man sich einfach Gedanken darüber, oder? Da habe ich gefunden, jetzt muss etwas Neues her. Hast du das Gefühl gehabt, dass der FC Basel vielleicht ein bisschen weniger Druck ausübt? Also jetzt kann ich natürlich frei dort aufspielen, oder? Also ich bin eine neue Spielerin, man kennt mich dort nicht, sage ich jetzt mal so. Das ist natürlich auch ein Punkt, oder? Und ich denke, der FCB gibt mir auch extrem viel Zeit, um jetzt zurückzukommen. Also ich spüre da überhaupt keinen Druck und das ist natürlich mega toll nach so einer Verletzung. Ja, wann kommst du denn überhaupt zurück? Also die ersten Trainings hast du schon absolviert, Anfang März. Da konnte man auf dem Social-Media-Kanal verfolgen, wie du dich auch freuen tust, dass es endlich mal wieder nach Rasen und nach Training schmücken tut. Ja, jetzt bin ich seit einer Woche wieder im Training dabei, bei der Mannschaft. Und wann genau das der erste Match wird stattfinden oder wenn ich wieder da mitspielen darf, das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, aber ich nehme mir auf jeden Fall Zeit. Aber es wird jetzt in den nächsten 3-4 Wochen der Fall sein, ja. Jetzt so weit sein. Ja. Jetzt wollen wir mal schauen, wie Herr und Frau Schweizer dich einschätzen tun. Das machen wir immer mit unseren Gästen und gehen auf die Straße und fragen mal, wer ist eigentlich die Mary oder die Meriam? Das ist die Torschützenleaderin der Schweizer Damen-Nationalmannschaft, meinte ich. Haben Sie auch öfters gesehen beim Fernseher? Spielt es gut? Sie kann schöne Pässe spielen und hat einen guten Schuss drauf. Und kann gute Freistöße schiessen. Schön spielt sie für die Schweiz.
Bei 2 Scheissvereinen spielt sie. Oder hat sie gespielt. Ja, sie wirkt sehr selbstbewusst, zielsicher. Sportlich macht sie Eindruck. Sehr sportlich. Ganz klar sehr durchsetzungsstark. Das sieht man auf den ersten Blick. Willensstark, will immer ihre Ziele erreichen. Kämpfergeist, Disziplin, also diszipliniert. Robust und noch ein bisschen aggressiv. So. Sie ist sicher auch sehr zielstrebig und gerne erfolgreich. Ich weiss, dass sie sehr erfolgreich ist. Sie sieht sportlich aus, drahtig, dynamisch und macht einen guten Job. Ja, sie sieht sportlich aus, drahtig, dynamisch und macht einen guten Job. Hey, das ist ja mal ein Kompliment. Ja, das war jetzt wirklich noch spannend. Du, was stimmt denn? Man hat doch ein paar Adjektive auch gehört. Was passt zu dir? Ja, ich würde sagen, schon einiges. Also ich bin mega zielstrebig auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, ich bin doch auch ein Geniesser. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt immer so, oder? Das braucht man auch als Sportler. Mal abschalten, mal geniessen, entspannen. Du entspannst und wie geniessest? Ja, am liebsten allein. Ist nicht lustig. Oh, ja, wirklich? zum Beispiel mal am Sonntag einfach alleine Wellnessen, am Sonntag alleine spazieren. Ich brauche das enorm, das für mich sein, das mit mir selber sein. Und das habe ich auch durch die Verletzung, glaube ich, enorm gelernt. So die Kraft von innen, dass mich mit mir selber auseinandersetzen. Ja. Kann man dann eigentlich als Profifußballerin auch so einen normalen Freundeskreis haben? Also, weißt du, so Freundinnen, die gehen dann wahrscheinlich am Samstag und am Freitag in den Ausgang. Sehr lang. Das kannst du alles nicht mitmachen, oder? Ja, das merkt man schon früh. Also ich konnte mit 16 beim FCZ natürlich nicht die Hobbys teilen, die meine beste Freundinnen teilen. Aber es erfordert natürlich enorm Freundschaften, die das auch mega verstehen und Verständnis haben für den Sport. Oder? Und das sind ganz wenige. Also es sind wirklich ganz wenige in meinem Freundeskreis, die das mega akzeptieren und mich auch unterstützen. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste, das Verständnis. Ja. Ich glaube, das braucht sehr viel, vor allem mit dem Terminkalender. Und dann ist es ja auch so, ihr müsst arbeiten. Es ist ja jetzt nicht so, dass ihr so viel verdient wie die Jungs da beim FC Basel. Ihr müsst immer noch alle arbeiten. Das machst du zwar jetzt gerade im Moment nicht, aber die meisten arbeiten 60 bis 80%. Da muss man sehr zielstrebig sein. Was wir auch gehört haben, sie ist sich selber sehr bewusst. Das hast du vorher gerade schon gesagt. Also das scheint auch schon ein sehr frühes Thema zu sein bei dir, oder? Dass du dich mit dir auseinandersetzen tust. Oder bringt das der Sport sowieso mit sich? Also ich denke, der Sport ist eine mega Lebensschule. Also man lernt da wirklich schon früh sich durchsetzen, wissen, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen und an dem können arbeiten. Also das lernt man schon früh, ja. Also ich denke, der Sport bringt einem schon auch sehr viel mit in diesem Bereich. Wirklich können selbstbewusst auch auftreten dürfen. Ja, mal. Aber irgendwo muss es ja da in der Kindheit auch etwas gegeben haben. Also, sonst ist man nicht einfach mit 1,22 so wie du. Oder? Hast du früh eine reife Rolle spielen in deiner Familie? Oder hat man dich enorm gefördert in deinem Selbstwert? Ich würde sagen, ja, dadurch, dass meine Mami auch alleinerziehend war und ich die Älteste war, musste ich auch schnell sie unterstützen. In vielen Sachen, sei es beim Posten oder mal auf die kleinen Brüder schauen und so. Und ja, auch allein ins Training gehen. Also, das hat vielleicht auch mit dem zu tun, ja, kann gut sein. Also man hat dich nicht vorbeibäbelt, wie Nein, viele gar andere nicht. das mit ihren Kindern machen? Nein, gar nicht. Hilft wahrscheinlich zum erfolgreich sein, oder? Ja, ich denke es. Wir sind auch früher halt auch, ich denke, es ist ja eine andere Zeit jetzt, oder? Wir sind früher vielleicht mal im Wald bröteln und wandern mit der Mami und so. Und heute ist das irgendwie so recht, ja, dann sieht man halt auch die Mütter, die mit den Kindern im Glattzentrum den Tag umhängen. Ja, und das ist bei mir halt schon noch ein bisschen anders gewesen. Und das bin ich mega dankbar, dass ich die Zeit haben als Kind. So. Voraus, Natur und so, das ist mega wichtig. Du hast jetzt aber auch eine Scheidung durchgemacht. Ich meine, ganz viele sagen, das sei das Schlimmste, was sie erlebt haben mit 7, 8, 9. Das ist wahrscheinlich noch schlimmer, wenn mit 2 oder 3, wo du das gar nicht mitbekommst. Ich nehme an, du hast das schon sehr aktiv dann auch erlebt, oder? Dass sich dann Mami und Papi dann trennen. Ja, das ist so. Also ich war dort 7 und mein Bruder war halt ein bisschen jünger. Für ihn war es ein bisschen schwieriger, denke ich. Aber ich hatte halt mega Bindung zu meiner Mami und sie hat mir so eine Sicherheit gegeben, dass eine Beziehung zwischen
uns und dem Vater einfach wird Bestandteil bleiben und sie hat das mega gut gemacht. Das ist eigentlich wirklich bis heute. Wir können selbstständig zum Papi gehen und so selber können entscheiden und das ist mega wichtig. Es war wirklich klar gelegen, Samstag, Sonntag und das nächste Wochenende ist dann Mami-Zeit und so, wie das so viele leben. Genau, das ist wirklich, also das haben sie gut gemacht, muss ich sagen. Du, die algerischen Wurzeln, wo spürst du das bei dir? Auf dem Platz sicher, würde ich sagen. Hast du auch gesagt, im Einspieler? Ja, genau. Aber also ich bin mega ein direkter Mensch. Also ich glaube, also, so heisse Diskussionen, die gibt es immer und dann spüre ich das auch. Also das Gestikulieren mit den Händen und so, das kommt dann schon. Das passiert einfach. Ja, also das ist, mal. Also du siehst das eigentlich als einen sehr positiven Charakterzug, der dir auch den Power gibt auf dem Platz, höre ich daraus raus. Ja. Du, wenn du mal nicht gerade am Fußball spielen bist, was machst du dann? Kann ich meine Nägel machen. Das habe ich gedacht, ja. Das ist etwas, aber die machst du nicht ist das wichtig? Das ist etwas, was mir mega wichtig ist, zum Beispiel. Ja. Also ich schaue gerne für mich schauen und das ist jetzt etwas, was ich mir gönne, würde ich jetzt mal sagen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Mal zum Coiffeur gehen, mal fein essen, ja, mal. Also ich bin gerne unterwegs, bin gerne draussen und auch eben die Stadt Zürich ist wirklich, also ich bin da aufgewachsen und bin gerne umeinander. Ja, leider. Nein. Ohne Mami und ohne Familie. Ja, ist das das erste Abnobeln? Ich würde sagen. Mal. Aber ich freue mich auch extrem drauf, muss ich sagen. Weil ich weiss, die Bindung zu meiner Mutter und zu meiner Familie, die wird immer bleiben. Ich kann immer heimkommen und jetzt lerne ich mal eine neue Stadt kennen. Aber in dieser Stadt gibt es sicher auch gute Läden für Schuhe. Ja, das ist auch eine grosse Leidenschaft von dir, ja, oder? Genau. Wie viele Schuhe hast du daheim? Oh, ich weiss es im Fall nicht. Ich habe viel zu viel. Also, manchmal weiss ich schon gar nicht mehr, welche Schuhe ich jetzt anlege. Also ich brauche dann will ich eigentlich schon aus dem Haus, bin schon unter Zeitdruck und dann vermisst man eigentlich die Schuhe noch die letzten paar Minuten, bevor ich dann raushusche. Das sind nicht nur Turnschuhe, gell? Nein. Nein. Also ich habe wirklich alles Mögliche. Also ich habe natürlich viel Nocken, natürlich, ist ja klar, das sind meine Arbeitsschuhe. Nein, aber ich habe ganz viel, alles Mögliche. Ballerinas, hohe Schuhe, schicke Schuhe, ganz viele Sneakers gehören auch dazu. Es ist natürlich wichtig, als Fußballerin die Füße zu pflegen. Also kannst du wirklich nicht immer mit hohen Schuhen laufen. Ja. Wird man eigentlich automatisch so ein bisschen körperbewusster, wenn man so viel mit dem Körper arbeitet, dass einem das auch sehr wichtig ist, wie halt die Optik daherkommt? Also ich weiss nicht, wie es also ich persönlich, mir ist es wichtig, ja. Mir ist es sehr wichtig. Und ich denke, man lernt auch viel über den Körper. Und jetzt auch durch die Verletzung habe ich noch mehr gelernt. Also wirklich auch, dass die Erholungsphase wichtig ist und so weiter. Aber bei mir ist halt die Ästhetik schon ein Punkt, wo mir wichtig ist, ja. Das ist so gut für den Frauenfußball, weil also zu meiner Zeit sind das ja nicht falsch verstanden, so ein bisschen die Lesben gewesen, mit den kurzen Haaren und eben immer nur Turnschuhe und Rüblihosen und so. Spürst du das manchmal auch noch, dass man da in erster Linie mal am Anfang so ein bisschen die Klischees ins Feld führt, wenn man hört, du bist Frauenfußballspielerin? Also wenn ich einmal erzähle, dass ich Fußball spiele, dann glaubt man mir das meistens das gar nicht. Ja. Aber ich denke, also dort, wo ich angefangen habe beim FCZ zu spielen, bin ich etwa 14 gewesen. Und dort war es schon noch anders gewesen. Dort hat man schon noch eher die burschikosen Frauen gehabt. Und das hat sich im Laufe der letzten 5, 6, 7 Jahre sehr geändert. Also das ist ein extremer Schritt, den wir da gemacht haben. Ja. Also all die Klischees, oder? Ich meine, gegen viele so kämpfen. Wenn Männer Frauenfußball schauen, dann kommt ja immer, das ist ja Fußball, was sie da machen. Nervt das? Oder wie gehst du mit dem um? Also ich finde dann einfach immer spannend zuzuhören, was denn genau die Punkte sind, warum dass man nicht gerne Frauenfußball schaut. Und viele sagen eben, es ist dann zu langsam und es ist doch nicht das Gleiche. Und es ist definitiv nicht ganz das Gleiche. Finde ich auch. Aber wenn man sich natürlich auf das Technische konzentriert oder auf das Taktische, dann findet man mega viele Sachen, die sehr am Mannenfußball näher kommen und die vom Niveau her sehr hoch sind. Und das macht dann Freude, oder das irgendwie eine WM zu schauen und zu sehen, wie sich das alles entwickelt hat und die technischen Finessen, die die Frauen dann auf den Platz legen, das ist schon
ist schon sehr gut mittlerweile, ja. Und trotzdem haben wir eine ganz andere Ausgangslage. Ich habe es vorher schon gesagt, du verdienst jetzt nicht 500.000. So, du musst Lehre machen. Das raten wir natürlich auch jedem Fußballer eigentlich an. Ja. Aber du hast zwingend müssen. Und im Normalfall, du bist von der Familie unterstützt, aber muss man auch schauen, dass man noch irgendwo sonst Geld verdienen tut. Das heisst, du schaffst dann und musst noch dein Training unterkriegen. Wie hat man das als Frau? Wie man zwischendurch nicht auch... Also es könnte jetzt schon auch so sein, dass wir Frauen hier eine Gleichstellung haben zu den Männern. Ja, es war natürlich schon früher so, dass ich dann einfach irgendwie mir schon auch gewünscht hätte, ich sage als Bub auf die Welt kommen. Aber nein, ich glaube, wir Frauen, wir nehmen das so hin und wir ziehen das einfach durch. Und für uns ist das einfach klar, dass man eine Ausbildung machen muss und dass man das irgendwie organisieren muss. Ich kann ins Morgentraining gehen und dann am Nachmittag arbeiten und am Abend wieder ins Training. Also, ja, es ist schon noch eine doppelspurige Sache. Also, es ist schon sehr anstrengend, muss ich schon sagen. Und die Belastung ist auch noch mal einiges höher, weil man kann sich einfach nur auf das Training und das Spiel am Wochenende konzentrieren. Oder? Genau. Wobei, mir tut es eigentlich auch gut, nebenbei noch zu arbeiten, weil ich dann einfach auch intellektuell ganz eine andere Anstrengung habe. Weil auf dem Platz bist du auf dem Platz, shootest zwar, aber dann sich mit der anderen Materie noch auseinandersetzen neben dem Platz ist schon noch gut, wenn man sich auch mal mit dem Kopf anstrengen kann. Also so ein bisschen, ja, halt arbeiten unter anderen Leuten ist und so. Das ist schon, also man muss auch das Positive sehen bei dieser Geschichte, ja. Bedingt aber, dass man einen Arbeitgeber hat, der auch sehr sportaffin ist oder zumindest das mitmacht. Also gerade wenn ihr einen Nazi zusammengezogen habt, dann bist du locker mal schnell 6 bis 8 Wochen weg. Findet man den Arbeitgeber, der das mitmacht? Also ich glaube, das ist der ganz grosse Punkt, was es mega schwer macht. Wirklich einen Arbeitgeber finden, wo das Verständnis aufbringt. Und da muss man schon auch Glück haben. Und da sucht man auch lange. Also in der Lehre ist es mittlerweile einfacher. Da hat man eine Sportlerlehre, da kann man das KV machen. Die United School of Sports habe ich persönlich gemacht. Und das ist dann dort noch einfacher. Aber wenn man dann wirklich ins Berufsleben einsteigen muss, wird es immer schwieriger. Also da muss man schon, ja, da muss man Glück haben. Ja. Wieso tut man sich das alles an? Viel trainieren, dann noch viel arbeiten und dann vom einen zum anderen rennen, dann am Wochenende nicht in den Ausgang. Wahrscheinlich findet man auch nicht gerade Männer, die das wahnsinnig lässig finden, wenn die Freundin immer weg ist. Ich weiss nicht. Ja, es ist schon... Also ich kann einfach sagen, Fußball gibt mir extrem viel Energie. Und wenn es jetzt nicht Fußball wäre, wäre es vielleicht eine andere Sportart. Aber ich sehe so viel Positives. Also man lernt so viel. Man ist in einer Mannschaft, wo so viele verschiedene Charaktere sind. Und man muss lernen, ein Team sein, Verantwortung übernehmen. Und das sind die Sachen, die mich mega reizen. Und nebenzu kommt noch, dass ich ein Mensch bin, der mega viel Bewegung braucht, der viel Energie hat. Und das nimmt man so hin, würde ich sagen. Und man muss ja dann eben auch neben dem Sport noch schauen, dass man eben dann nach der Karriere, dass man das auch noch anschaut und im Hinterkopf hat. Und für das geht man den Kompromiss ein. Ja. Du bist mit 21 schon viel weiter wie die Männer. Die denken ja dann auch teilweise mit 50, also nein, mit 30, wenn sie so ein bisschen, gefühlt ist es ja dann quasi wie das Stadium, wo andere Männer leben tun, nicht dran. Das kommt wahrscheinlich auch aus einer Situation heraus, dass man sich automatisch schon ganz andere Gedanken machen muss, wenn jetzt ein Profispieler beim FC Basel. Das ist so, ja. Das ist von Anfang an schon so gegeben. Also es gibt gar keine andere Möglichkeit eigentlich. Du, jetzt nebst dem Fußball gibt es noch einen anderen Traum, oder? So das Thema Singen und Castingshows und so. Ich meine, das wäre ja dann noch so eine Nebenkarriere, die könnte zum Zug kommen, wenn es dann mit dem Fußball nicht mehr so läuft. Ja, also ich glaube, man muss sich wirklich im Moment mich für etwas entscheiden und dort den Fokus legen. Und das ist im Moment der Fußball. Und es gibt ja so viele schöne Geschichten, wo man mit 50 irgendwie noch Model wird oder irgendwie, ich weiß auch nicht, mit 30 Sängerin. Mal schauen, wo mein Weg anführt. Jetzt willst du schon ein bisschen erzählen von dieser musikalischen Seite von dir. Ich habe als Kind eigentlich bin ich in die Musikschule, ja. Und dann musste ich mich entscheiden, Fußball oder Musik. Wieso hast du dich entscheiden? Hat die Mami das gesagt? Ja, es ist einfach vom Aufwand her nicht gegangen. Also irgendwann ist beides zusammen wäre einfach nicht gegangen. Es wäre viel zu viel gewesen. Und jetzt tue ich einfach in meiner Freizeit oder einmal in der Garderobe vor dem Match oder so, dann singe ich einfach einmal so. Ich mache es einfach mega gerne. Es ist nicht etwas. Ich würde jetzt von mir selber nicht sagen, ich sei eine wahnsinnig gute Sängerin, aber ich singe sehr gerne. Und ich denke, ich habe schon ein musikalisches Gehör, ja. Also auf der Bühne hast du nie gesungen? Ja, einmal in der Schule schon, ja. Da haben wir einmal so
Frühlingsfest gehabt, und dann durften wir auswählen, ob wir etwas vorstellen wollen. Und ich habe dann immer gesungen auf der Bühne, ja. Musikalität, die kann man ja eigentlich auch im Gesicht sehen. Zumindest behauptet das die Peter Sossi. Ob er das Bierenecht jetzt auch hat können festmachen als Talent, das hören wir jetzt. Miriam Terschun, Schweizer Fußballerin. Was hat die für eine wunderschön gerade Stirn. Das geht da gerade auf. Da. Je senkrechter die Stirn ist, umso grösser ist das soziale Verständnis. Sie kann umgehen mit anderen Meinungen, kann eine andere Meinung haben, aber sie kann mit anderen Meinungen sehr gut umgehen. Gleichzeitig, Achtung, da, der Abstand da hinten bei den Augenbrauen im dritten Teil kann ein bisschen pinkelig sein, ist exakt und genau. Also das ganz sicher. Und das macht sie dann noch mit Leidenschaft. Und dann haben wir etwas Wunderschönes. Sie hat da auch noch ein bisschen einen wohlwollenden Dominanzanspruch. Wohlwollender Dominanzanspruch ist wegen der Distanz da. Und es geht nach außen. Und wenn es nach außen geht, so, dann heisst das immer wohlwollend. Sie kann ihren Dominanzanspruch dann auch wohlwollend verpacken. Ja, und dann, wenn ist sie ganz klar, gehört sie zu den Leuten, die, wenn ihr etwas passt, dann sagt sie es. Und wenn ihr etwas nicht passt, das sagt sie auch. Und zwar sehen wir das hier wegen dieser Kindquerfalte. Oh, ich glaube, mit dem, sie sagt, was sie denkt und so, da trifft er den Nagel auf den Kopf, oder? Hast du die Rolle in der Mannschaft? Ja, also ich habe sicher mal gelernt, dass ich mir ganz genau überlege, in welchem Moment dass ich etwas sage oder sage, wenn es mir nicht passt. Aber mal im Weil ins Fettnäpfchen schon... Ja, bin ich auch schon. Bist. Absolut. Nein, aber das lernt man einfach, ja. Ich denke, aber ja, im Grunde genommen bin ich jemand, der sagt, was sie denkt, ja. Du, und der Dominanzanspruch, der kommt dir nie im Weg im Team? Ja, mal, aber ich bin schon jemand, der auf dem Platz entscheiden will. Also das ist schon so, ja. Ich bin auch sehr kommunikativ, aber ich bin auch sehr unterstützend. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie... Ich bin kein Egoist oder so, jetzt auf dem Platz gar nicht. Aber das ist schon so, ich nehme es gerne in die Hand, ja. Mhm. Und ziehst es dann durch? Ja, genau. Du, über etwas müssen wir auch noch reden. Ich meine, das ist ein grosses Thema in deinem Alter. Ja. Liebe, gibt es eigentlich einen Mann in deinem Leben? Nein, im Moment gerade nicht, nein. Nicht? Nein, es ist im Fall gar nicht so einfach als Fußballerin, das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ja, es fängt irgendwie schon dort an, dass man halt wirklich mega viel weg ist. Mhm. Und da kommt eben auch wieder das Verständnis. Oder? Und ich bin auch ein Mensch, der mega Raum braucht. Also ich bin gerne für mich, ich brauche meinen Freiraum und das ist so ein bisschen schwierig, glaube ich. Männer können das aber nicht so gut, habe ich den Eindruck. Die können mir einmal nicht so den Raum geben und dann, ja, das ist halt schwierig dann, oder? Das heisst, die Erfahrung hast du auch schon gemacht mit Beziehungen, ja, dass sie nicht gefunden haben, Irgendwann ist es dann nicht mehr gegangen, dann... Ja, ich muss entscheiden und für mich ist halt einfach im Moment wichtig, ich mich weiterentwickeln. Ich bin noch jung und so und ich mache mir da jetzt keinen Stress, ich habe noch Zeit. Wie ist denn das, wenn du mal sagst, ich bin Frauenfußballerin? Wie reagieren die Männer so im Allgemeinen? Es ist aber noch lustig, weil ich dann immer das Gefühl habe, dass sie sich im Kopf dann wirklich noch mal überlegen, was sie jetzt genau sagen sollen. Nein, also viele finden es toll, weil es einfach Sport ist und ein Mannschaftssport ist. Aber viele merkt man dann auch, das ist dann so ein bisschen, ist man dann ein bisschen zurückhaltend, so ein bisschen, oh, Frauenfußball oder so ein bisschen klischeehaft, so wie man es halt kennt. Aber durchschwätzen und wenn jemand interessiert ist, erzähle ich ja dann auch gerne. Mhm. Du, mal so eine Familie und Kind, das kannst du dir schon auch vorstellen in Zukunft? Ja, unbedingt, ja. Unbedingt? Ja, ich hätte gerne Kinder, ja, und eine Familie auf jeden Fall, ja. Wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Oh, spannend. Ja, dann würde ich schon irgendwann mal Mami sein. Also, ja, ich denke, ich würde jetzt behaupten, meine fußballische Karriere ist kurz, aber intensiv. Und ja, ich habe halt noch so viele Sachen, die mich neben dem Sport auch noch interessieren. Also langweilig wird es mir sicher nicht. Aber ja, ich kann es noch nicht recht sagen. Ich denke, mit beiden Beinen richtig im Leben stehen, auf jeden Fall. Wieso eine kurze Karriere? Ja, weil ich natürlich dann irgendwann möchte Familie haben und dann, also ich meine, dann ist man ja schon fast um die 30, dann vielleicht, ich weiss nicht, bei der Frau ist ja mal vorher schon fertig mit Fußball oder mit Sport und dann hat man halt Familie und dann sind dann andere Sachen wichtig, oder? Ich denke jetzt mal so, würde ich jetzt mal so sagen. Aber meistens kommt sie dann nicht so, wie man
Genau, wir planen. meistens entweder lernst du einen Mann kennen oder lernst du ihn dann früh kennen. Genau. Oder vielleicht bist du dann in England zum Beispiel. Das wäre ja auch noch ein grosser Traum, dass du in England, also du willst ins Ausland, das ist klar. Am liebsten nach England, oder? Ja, genau. Gibt es denn da schon irgendwelche ersten Gespräche? Gibt es da Fußballagenten auch bei den Frauen, die einem da helfen, dass man es dann eben auch über den Teich arbeiten tut? Ja, also Fußballagenten gibt es sicher bei den Frauen auch. Es ist sicher noch nicht so wie bei den Männern. Ja, also Gespräche sind es noch nicht mit dem Ausland, weil ich halt jetzt eben auch verletzt war. Oder? Und jetzt muss man zuerst mal wieder eine Leistung bringen, bevor man irgendwie sagen kann, ja, wie sieht es aus? Ja, aber der Wunsch England wäre schon noch. Und jetzt haben wir ja Ramona Bachmann, die als Schweizerin erstmals ja auch jetzt in England spielt. Und sie hat den ersten Schritt gemacht und ich hoffe, dass noch andere nachkommen. Ja. Dann soll sie doch dich nachziehen, das wäre Trainer cool, mal sagen. Wir machen noch eine ganz schnelle Runde, wo ich dir 12 kurze Fragen stelle und du antwortest ganz schnell darauf. Okay. Was gefällt dir an dir selber am besten? Meine Augen. Schenk uns eine kleine Lebensweisheit aus deinem Schatzkästchen. In der Ruhe liegt die Kraft. Oh, sehr schön. Welchen Satz hasst du am meisten? Oh. Gute Frage. Wieso hat man im Frauenfußball lange Nägel? Wirklich? Ja. Ist das eine Frage, die die ganze Zeit Ja, stellt? das fragen oft Männer. Wieso hast du so lange Nägel im Frau? Also kannst du überhaupt shooten mit diesen Nägeln? Ja, das sind man shootet so ja auch mit den Nägeln, oder? Ja, Sehen wir mal, wie sich mit mit dem dem Frauenfußball auskennt. Worüber kannst du so richtig herzhaft lachen? Wenn man eigenen Humor hat. Wenn jemand so über sich selber lachen kann, das finde ich einmal mega... Ja, das ist... Ja. Ist das auch bei den Männern wichtig? Was ist überhaupt wichtig bei den Männern? Dass sie selbstbewusst sind, dass sie wissen, was sie wollen. Und die Ehrlichkeit, ja. Das ist mir wichtig. Dass man ein Team ist. Auch da. Auch in der Beziehung. Was hast du als Kind werden? Coiffeuse oder Ärztin? Coiffeuse? Ja. Oder Ärztin? Das ist jetzt also sehr weit auseinander. Ja, das ist noch lustig. Ja, beides habe ich. Ich kann mal Ärztin werden. Ja. Ja gut, das kann ja auch noch werden. Ja, Christine Theis ist auch Vollkontakt-Kickboxerin und Ärztin. Das ist ja noch Chapeau. Durchaus möglich. Genau. Auf welche Leistung bist du besonders stolz? Auf welche Leistung? Ich glaube, der Cup-Final 2015 war eines meiner besten Spiele. Und das ist wirklich gar nicht viel überlegt an dem Tag, sondern einfach Fußball gespielt. Und an dem habe ich mega Freude. An dem Tag. Mit was kann man dich in Versuchung führen? Also jetzt in welchem? Im Genussbereich. Oh. Rahm. Mit Rahm? Rahm oder Zuckerwatte, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ja, das ist trinkst du auch Rahm? Meine Tochter macht ja, das also ich liebe Rahm. Also schon immer. Das sieht man bei dir definitiv nicht. Es ist ja nicht so oft, aber wenn, dann richtig, ja. 3 Sachen, die du gerne loben würdest. Du sagst, hey, das finde ich einfach toll, dass das so ist. Jetzt allgemein. Ich finde toll, dass wir im Frauenfußball mega viele Frauen haben, die sich, oder allgemein Leute, die sich mega für den Frauenfußball einsetzen. Und das schafft natürlich auch, dass sich es immer mehr entwickeln kann. Also das, was wir jetzt schon erreicht haben in den letzten paar Jahren, ist einfach unglaublich. Und ich hoffe, es geht weiter so. Etwas Zweites? Genau. Ich finde es toll, dass wir, also dass Schwule, also dass Gay dürfen heiraten. Finde ich etwas mega Tolles in der Gesellschaft. Ja. Liebe, das ist etwas, wo, ja, ich finde, das kennt keine Grenzen. Es ist schön, dass wir das haben. Gibt es noch mal etwas? Du kannst noch ein bisschen studieren. Mit wem würdest du gerne das Leben tauschen? Oh. Gibt es irgendjemanden, das wäre jetzt noch spannend, mal dort ein paar Tage? Ich wäre, glaube gerne mal ein Popstar. Ehrlich? Ich würde gerne wissen, wie das ist. Ja. Wie wäre denn zum Beispiel welche Popstar? Rihanna oder Kim Kardashian, so die, ich weiß es nicht. Einfach mal so wieso? wirklich so, was einfach mal so auf dem roten Teppich spazieren und ein bisschen singen und viel Geld verdienen.
Ja, aber ich habe schon oft darüber nachgedacht und am Schluss habe ich mir sagen, gut, aber dann bist du so in der Öffentlichkeit, das wollte ich dann auch nicht. Also, das ist also mit der Ruhe und weißt, selber spazieren und genau. so zu dir finden. Ich glaube, da hast du dann nicht mehr. Und dann ist die Frage, was will man, oder? Genau. Was sagt man dir noch? Also, weißt, was würde deine Mannschaftskollegin über dich sagen? Das ist eine verrückte... Also bei Basel weiss ich, kann ich es glaube noch nicht so sagen. Die kennen mich ja auch noch nicht so lange. Aber ich würde sagen, freche. Ist eine freche. Ist eine freche? Ja, ist eine freche. Also ja, also positiv frech jetzt nicht. Also ja. Ja, temperamentvoll, kommunikativ. Und manchmal kann ich schon... Also auf dem Platz gibt es Momente, wo ich schon sehr emotional reagiere. Ja. Das hat man auch schon von deiner Nazi-Trainerin. Ja, genau. Ja. Woher habe ich herausgespürt, das ist etwas, was du sehr gerne hast, glaube ich. Oder? Ist dir auch wichtig, ein Rückzugsort daheim. Das ist hoffentlich bei Ihnen daheim auch ein grosses Thema. Da haben wir nämlich jetzt auch etwas zu gewinnen. Und zwar einen Pfister-Gutschein im Wert von 1000 Franken. Wie Sie mitmachen können, das sehen Sie jetzt unten eingeblendet. Und ich sage an dieser Stelle schon mal danke vielmals. Vorher ist zwar Schoki nicht gekommen, aber schau mal, ich habe eigentlich etwas ganz Emotionales. Gott lieber Hüppe in Herzli-Form. Für den Genuss und wenn du mit dir allein bist und vielleicht ein paar ruhige Stunden willst geniessen. Hey, toi 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 für deine Verletzung, besser gesagt den Wiedereinstieg da beim FC Basel und alles Gute für die Zukunft. Merci vielmals. Und ich sage auch danke vielmals. Nächste Woche wird es dann bei uns sehr musikalisch mit Matt Buchli. Schaut sich wieder rein am Donnerstagabend 22:00 hier auf dem Teleclub Prime. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Mit freundlicher Unterstützung von Gottlieber für anspruchsvolle Genießer.